Du gehst zum Fuß der Treppe. Die Wände der Kammer sind in tiefrotes, ekelerregendes Blut getaucht, das in geronnenen Schlieren auf die verkohlten Leichen am Boden tropft. Es stinkt nach Qualen, aufgerissener Haut und brennenden Knochen. Was ist denn aus der passiert? Ist das ihre Haut? Das ist kein Kleid mehr, die hat ihre Haut an, aber als Kleid. Du bist auf einem Pfad im Wald. Und am Ende des Pfads steht eine Hütte. Und im Keller dieser Hütte ist eine Prinzessin. Und somit, guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter Slay the Princess. Was haben wir uns heute vorgenommen? Go with the flow. Burn the Witch. Sorry, ich bin gerade, wie heißt die Band? Ist auch egal. Du bist hier, um sie zu erschlagen, also die Prinzessin. Tust du es nicht, ist es das Ende der Welt. Was könnte man denn heute nehmen? Eine Belohnung? Monarchin, das hatten wir auch alles schon. Wobei komm. Okay, fort. Du folgst einem schmalen Pfad bis zur Hütte. Darin findest du die Prinzessin. Ja, das weiß ich doch. Hast du mir schon mal erklärt. Ein Wort der Warnung, bevor du weitergehst. Sie wird lügen, betrügen und alles in ihrer Macht Stehende tun, um dich davon abzuhalten, sie zu erschlagen. Glaub ihr kein Wort. Wir werden das doch nicht wirklich tun, oder? Sie ist eine Prinzessin. We are supposed to save her, not to slay her. Unsere Aufgabe ist es, Prinzessinnen zu retten, nicht sie zu erschlagen. Ignorieren. Er weiß nicht, wovon er spricht. So. Okay. Erstes Mal für heute. Und was machen wir? Das Innere der Hütte ist fast komplett kahl. Die Luft ist abgestanden, Fußboden und Wände sind von einer dünnen Staubschicht bedeckt. Das einzig nennenswerte Möbelstück ist ein schmuckloser Holztisch. An der Kante dieses Tischs ist eine marklose Klinge. Die Klinge ist ein Werkzeug. Du wirst sie brauchen, wenn du das hier richtig machen willst. Komm, wir nehmen sie mal, oder? Du nimmst die Klinge vom Tisch. Ohne Waffe wäre es auch eher schwierig, die Prinzessin zu erschlagen und die Welt zu retten. In den Keller. Die Tür zum Keller öffnet sich knarzend und gibt den Blick auf eine Treppe frei, auf die von unten her ein schwaches Licht fällt. Die Luft ist drückend schwül und außer dem uralten Holz dringt ein Hauch von Fäulnis. Außerdem, egal, wenn die Prinzessin hier wirklich lebt, dann tust du ihr gewiss einen Gefallen, indem du sie erschlägst. Ihre Stimme dringt die Treppe hinauf. Wer ist da? Klingt gefährlich. Fast so, als ob sie hier unten das Sagen hätte. Hey, das Coole ist, ich meine, wir haben das ja jetzt schon ein paar Folgen gespielt. Unter anderem auch, das war die letzte Folge, die Prinzessin und der Drache, kann ich jedem nur empfehlen, weil da siehst du das Ganze aus der Sicht von der Prinzessin. Also wie dann wir die Treppe runterkommen und wie das halt so ist. Und deshalb, die hat halt gehört, wie wir das Messer genommen haben, dieses Zing. Und deshalb braucht sie hier auch nicht freundlich zu tun. Sie weiß genau, wir sind hier, um sie zu töten. Also wir haben ein Messer. Lass dich nicht von ihr täuschen. Das ist alles Teil ihrer Manipulation. Ich wollte nur mal nach dir sehen. Oh, ist schon lange her, dass jemand hier war. Ich dachte schon, sie hätten mich vergessen. Smalltalk. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Du gehst die Treppe hinunter und schaust der Prinzessin in die Augen. Eine schwere Eisenkette an ihrem Handgelenk fesselt sie an die hintere Kellerwand. Sie wirkt so kalt und schön. Kann sie denn wirklich eine Gefahr für die Welt darstellen? Konzentriere dich auf deine Aufgabe. Ja, bist du ja. Bist du hier, mich umzubringen? Was? Niemals. Wie kommst du drauf? Stimmt. Ja, stimmt. Du hast mich erwischt. Ich bin hier, um dich zu erschlagen. Mit einer Schlange. Ah, nee, das war ein falsches Spiel. Nee, gar nicht. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich bin hier, um zu reden.
zwinge dich, ruhig zu bleiben und tritt vor. Also, bist du hier mich... Nee, gar nicht. Dann lass das Messer fallen. Sie hat recht. Damit würden wir ihr Vertrauen gewinnen. Wag es ja nicht. Keine Sorge. Wir können entscheiden, was wir mit ihr machen, nachdem wir mit ihr geredet haben. Vielleicht ist sie ja wirklich ein Monster. Aber es sieht uns nicht ähnlich, jemanden kaltblütig zu ermorden. Klinge fester umklammern oder fallen lassen? Ey, echt jetzt? Wenn die mich mit ihren großen Watscheaugen anguckt, was soll man da machen? So, die Klinge rutscht dir aus den zitternden Fingern und fällt mit einem unspektakulären Klirren auf den Boden. Danke. Vielleicht können wir jetzt einfach reden. Wider besseren Wissens gehst du auf die Prinzessin zu, um von ihr gerettet zu werden. Was lese ich da vor? Wider besseren Wissens gehst du auf die Prinzessin zu, um von Angesicht zu Angesicht mit ihr zu sprechen. Unbewaffnet. Keine Sorge, das wird schon. Ich weiß nicht, was du damit erreichen willst, aber ich kann dir versichern, dass es keinen Sinn hat, mit ihr zu reden. Tu dir einfach den Gefallen und vergiss die Klinge auf dem Boden nicht. Du wirst sie brauchen. Da wären wir also. Ein seltsamer Start für unsere Beziehung. Das ist wirklich ein seltsamer, ja. Weißt du, warum ich dich töten soll? Weißt du's? Nee, eigentlich nicht. Wieso lüge ich, wenn ich Nein sage? Ich weiß es wirklich. Ja doch, der Grund, warum ich dich töten soll, weil der es gesagt hat. Das ist aber ein Grund, aber das ist nicht... Ich würde nicht sagen, dass ich es weiß, sondern der hat es mir gesagt. Ja, das heißt, du wirst die Welt zerstören. Das kannst du ja nicht einfach sagen. Haben sie mich deshalb hier unten eingesperrt? Aber ich will niemandem wehtun. Ich mag die Welt. Glaube ich. Um ehrlich zu sein, erinnere ich mich nicht mehr an viel davon. Ich bin schon sehr lange hier unten. Genau, wie lange ist sie denn schon hier unten? Wenn ich so mächtig bin, dass ich die Welt zerstören kann, warum bin ich dann hier angekettet an eine Wand? Haben sie dir nicht gesagt, was mich angeblich so gefährlich macht? Also, nee, haben sie mir nicht gesagt, aber ich vertraue lieber dir als denen. Früher oder später wirst du verstehen, dass ich nur dein Bestes will. Hoffentlich früher. Lieb von dir. Jetzt sei so nett und hilf mir hier rauszukommen, ja? Wir überlegen uns, was wir wegen denen machen, wenn ich frei bin. Ich schau mal, was ich machen kann, ne? Ich untersuche mal die Ketten. Gehst du den Ketten, die die Prinzessin an die Wand fesseln und rüttelst an ihnen. Sie sind groß und schwer, viel zu massiv, um auch nur daran zu denken, sie zu zerbrechen. Ich vermute mal, den Schlüssel hast du nicht. Vielleicht ist er irgendwo oben. Das bezweifle ich. Wer auch immer die Prinzessin hier unten eingesperrt hat, wollte, dass sie nie mehr das Tageslicht erblickt. Sie hätten den Schlüssel nicht einfach in der Hütte liegen lassen. Hast du keine Idee, falls es keinen Schlüssel gibt? Du hast doch ein großes, scharfes Messer. Du könntest das benutzen, um mir den Arm abzuschneiden. Ihre Klinge klingt fast völlig gleichmütig. Wenn wir lange genug hier unten festgesessen hätten, wären uns unsere Arme auch egal. Solange wir nur endlich frei wären. Als du versuchst, den Keller zu verlassen, fällt die Tür am oberen Ende der Treppe zu. Du hörst das Klicken des einrastenden Schlosses. Ich habe gerade voll das Déjà-vu. Ist noch jemand hier? Ich versuche mal die Tür zu öffnen. Du rüttelst an der Tür, aber sie ist von außen fest verschlossen. Du bist hier, um die Prinzessin zu erschlagen. Und du wirst nicht gehen, bevor du es getan hast. Ich kehre zurück. Du gehst zum Fuß der Treppe zurück. Es wäre alles viel einfacher, wenn du dich an den Plan gehalten und sie einfach erschlagen hättest.
Einfacher für wen? Einfacher für uns alle. Ich habe die Tür gehört. Sie haben dich auch hier eingesperrt, stimmt's? Das Messer. Nimm es und schneid mir den Arm ab. Was dann passiert, wird dir nicht gefallen. Ich rette die Prinzessin. Wider besseren Wissens drückst du die Klinge an den Arm der Prinzessin, direkt über der schweren Eisenkette. Du schneidest ihr ins Fleisch. Die Klinge ist scharf und du durchtrennst den Arm ohne große Mühe. Nach kurzer Zeit gelingt es dir, ihren Knochen zu brechen. Die Prinzessin zieht ihren blutenden Armstumpf aus der eisernen Handschelle. Sie hat noch nicht einen einzigen Laut von sich gegeben. Von ihren Fesseln befreit, dreht sich die Prinzessin zu dir. Ihr grimmiger Blick trifft auf deinen. Wie kann sie so ruhig sein, nachdem sie einen Arm verloren hat? Es ist, als wäre es ihr komplett egal. Danke. Dann lass uns von hier verschwinden. Nein. Das werde ich nicht zulassen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Du kannst sie nicht einfach auf die Welt loslassen. Nein, ich kann sie nicht auf die Welt loslassen. Als sich die Prinzessin der untersten Stufe nähert, trittst du unwillkürlich vor und erhebst die Klinge. Moment mal, das ist nicht fair. Das kannst du nicht machen. Und wie ich das kann. Lass mich raten. Oh, ich kann sie warnen. Ups. Erschlag die Prinzessin. Du lässt die Klinge herabfahren und stößt sie der Prinzessin in den Rücken. Endlich. Also gut, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Die Klinge hat einen tiefen Schnitt in ihrer Schulter hinterlassen, aber sie zuckt nicht mal mit der Wimper. Ungläubig starrt sie dich an. Ist das dein Ernst? Ich weiß nicht, was in dich gefahren ist, aber wenn du es nicht anders willst, dann muss ich dich wohl töten. Glaubst du, ich brauche beide Arme dafür? Ich kann dich auch mit einem totschlagen. Aber du musst mir das nicht glauben. Ich zeig's dir einfach. Ich werde garantiert nicht aufgeben. Ja, ich erschlag die Prinzessin. Danke. Die Klinge zischt durch die Luft, als du nach ihrer Kehle schlägst. Aber sie ist vorbereitet. Sie packt deinen Arm mit der Kraft eines Schraubstocks. Du lässt die Klinge fallen. Erbärmlich. Sie lässt los und holt so einen vernichtenden Kinnhaken aus, ehe du reagieren kannst. Alter, echt jetzt? Es klingelt in deinen Ohren. Du glaubst zu spüren, wie deine gebrochenen Kieferknochen aufeinandertreffen, aber dein Körper dämpft den Schmerz, während das Adrenalin durch deine Adern strömt und deine Nerven betäubt. Du sackst auf die Knie. Noch bevor du dich mit zitternden Armen verteidigen kannst, schlägt sie erneut zu, Alter, wie sie hier steht, hey. Oh Mama. Jeder Schlag ist so heftig wie der erste. Du spürst, wie deine Knochen bei jedem Treffen splittern und deine Organe zerreißen. Armes Ding. Lass mich dich von deinem Elend erlösen. Selbstbewusst setzt sie ihre Ferse auf deine Brust und drückt dich zu Boden. Ihr Knie drückt auf deine Kehle und zerquetscht deine Luftröhre mit einer Wucht, die du ihrer schlanken Gestalt nicht zugetraut hättest. Das kann nicht das Ende sein, oder? Es tut mir leid. Aber es ist vorbei. Alles wird schwarz. Und du stirbst. Kapitel 2. Der Turm. Du bist auf einem Pfad im Wald. Und am Ende des Pfads steht eine Hütte. Und im Keller dieser Hütte ist die Prinzessin schon wieder. Ihr wisst, wie es abläuft. Beim zweiten Mal spulen wir jetzt ein bisschen vor. Wir sind hier, um sie zu erschlagen. Wenn es nicht ist, ist das Ende der Welt. Okay. Die wird mich wieder umbringen. Wieder? Man kann nicht zweimal sterben. Du hast die Prinzessin noch nicht getroffen. Und ich glaube kaum, dass sie einen so geschickten und mutigen Helden wie dich töten kann.
Wenn er sich nicht an das Geschehene erinnert, sollten wir es vielleicht besser dabei belassen. Euch ist bewusst, dass ich euch hören kann, oder? Es wird schwieriger, als ihr glaubt, Geheimnisse vor mir zu bewahren. Stimme des Gebrochenen, aha. Spielt das für eine Rolle, was er weiß? Wir können nichts tun, um sie aufzuhalten. Sie wird uns einfach wieder umbringen. Sie wird dich nicht umbringen, wenn du es nicht zulässt. Aber es wird viel schwieriger als nötig, die Prinzessin zu erschlagen und die Welt zu retten, wenn du die ganze Zeit an dir zweifelst. Okay, gehen wir zu Ende. Okay. Ja. Sie wird lügen, betrügen und alles in ihrer Macht Stehende tun, um mich davon abzuhalten, sie zu erschlagen. Wir glauben ihr natürlich kein Wort, ganz klar. Hat ja ebenso viel gebracht, naja, komm, jetzt mal im Ernst, ne? Wir können das jetzt nicht auf den Erzähler schieben, das haben wir uns schon ganz alleine selbst eingebrockt, eben gerade. Ja, das war... Ja, das war auch nicht. Wir sollten uns hier einfach hingeben und aufhören, so zu tun, als könnten wir in dieser Situation irgendetwas ausrichten. Sie kann uns vermutlich mit Links überwältigen. Können wir den Pessimismus bitte etwas reduzieren? Ich bin nicht pessimistisch, ich bin realistisch. Ja. Ein Pessimist ist ein Realist mit Erfahrung. Er ist ein Optimist mit Erfahrung. Scheiße. Na, ihr wisst, was ich meine. Du bist vor allem nervig. So. Ignoriere einfach das Gezeter und, egal was du tust, Hauptsache du gibst dich ihr nicht hin. Ich kann gar nicht genug betonen, was das für eine Katastrophe wäre. Für alle. Dich eingeschlossen. Sehe ich auch so. Wenn sie fälschlicherweise eingesperrt wurde, sollten wir sie retten. Aber wenn er die Wahrheit sagt, sollten wir ihr die Welt nicht einfach auf dem Silbertablett präsentieren. Sie retten? Wenn man bedenkt, was hier auf dem Spiel steht, ist, sie retten und sich ihr hingeben, quasi dasselbe. Beides würde schrecklich enden. Also bitte ignoriere beide Idioten und konzentriere dich darauf, die Welt zu retten. Wir müssen es ja nicht schwerer machen als nötig. Okay, so, genug diskutiert. Wenn es das ist, was du willst, dann habe ich hier wohl nichts zu sagen. So. Mal gucken, wie es aussieht. Holla. Das Innere der Hütte ist größer und prächtiger, als man von außen vermuten würde. Das einzig nennenswerte Möbelstück ist ein riesiger Marmoraltar, an dessen Rand eine makellose Klinge liegt. Die Klinge ist ein Werkzeug. Du wirst sie brauchen, wenn du das hier richtig machen willst. Warum fühlen wir uns so klein? Ja, das liegt daran, dass dieser Altar, wie er es genannt hat, das ist ein Pfosten. Keine Ahnung, 4 Meter hoher Pfosten, da steht eine Leiter dran. Okay, der Spiegel ist auch riesig. Hey, ich glaube, wir könnten unter der Tür durchgehen, ohne uns zu ducken. Wir fühlen uns nicht klein, wir sind klein. Du hast den Spiegel an der Wand gar nicht erwähnt, weil da kein Spiegel ist. Es gibt nur den Altar, auf dem eine Klinge liegt, und die Kellertür. Sonst ist nichts hier. Da ist definitiv ein Spiegel. Da ist definitiv kein Spiegel. Wen kümmert's, ob da ein Spiegel ist? Wir werden eh alle sterben. Wenn wir da reinschauen, statt sicher nur etwas Trauriges, Niedergeschlagenes zurück. Wir brauchen keine Erinnerung daran, was wir sind. Wird alles nur schlimmer machen. Okay, der ist wirklich ziemlich gebrochen. Zum letzten Mal. Ihr werdet nicht sterben, wenn ihr es nicht zulasst. Und wie es dann das Glück so will, ist dort gar kein Spiegel, also muss sich hier auch niemand Sorgen darum machen, dass sich in naher Zukunft mit einer grässlichen Visage jemand auseinandersetzen muss. Wenn dort allerdings ein Spiegel wäre, würdest du aber bestimmt nichts Trauriges oder Niedergeschlagenes darin sehen. Du siehst bestimmt ganz normal aus. Stimmt? Weißt du nicht, wie wir aussehen? Er weiß es. Er will es uns nur nicht sagen. Ich will mich ansehen, ich will sehen, wie hinreißend ich aussehe. Och, bitte nicht. Ich würde lieber nochmal von der Prinzessin getötet werden, statt mir anzusehen, wie schauerlich wir aussehen. Wie wir aussehen, interessiert mich eher weniger, aber ich will wissen, ob er uns anlügt. Wenn er schon über so etwas Einfaches wie einen Spiegel lügt, was verheimlicht er uns dann noch? Ich lüge nicht. Schau doch hin, da ist kein Spiegel. Wieso sollte ich wegen so etwas Belanglosem lügen? Was sollte das bringen?
Du trittst an die Wand neben der Kellertür heran. Es ist eine Wand. Hier ist nicht viel zu sehen. Außer der Spiegel natürlich, den er nicht sieht. Das ist nicht witzig. Wisch den Spiegel ab. Du streckst die Hand aus und reibst über die Wand der Hütte. Ich hoffe, dir ist bewusst, wie albern du gerade aussiehst. Wir sollten uns glücklich schätzen. Manche Dinge sollten lieber ungesehen bleiben. Okay, komm. Wir nehmen die Klinge. War eben eigentlich eine gute Idee. Wir hätten sie vielleicht nicht direkt fallen lassen sollen. Nur so als Idee. Aber okay. Du nimmst die Klinge vom Altar. Ohne Waffe wäre es schwierig, die Prinzessin zu erschlagen und die Welt zu retten. Wenn wir die Türen schon aufgehen. Die Tür zum Keller öffnet sich knarzend und gibt den Blick auf eine Wendeltreppe frei, deren Stufen fast größer sind als du. Der Geruch von Weihrauch dringt zu dir herauf. Für einen Augenblick fühlst du dich beinahe entspannt. Das ist tatsächlich irgendwie angenehm. Also wenn das wirklich nach Weihrauch riecht, dann ist das alles aber nicht angenehm. Weihrauch ist nicht angenehm. Ich musste einmal, also ich weiß nicht, habe ich mir da wahrscheinlich die volle Weihrauchdröhnung in der Kirche geben müssen. Vielleicht hat der Schlenkermann da neben mir gestanden und hat gedacht, der ist in der Sauna. Hey, mit Weihrauch, weißt du? Auf jeden Fall, das war so übel. Mir hat es richtig den Hals zugezogen und ja, vielleicht war das auch einfach die Dämonen, die er mir ausgetrieben hat. Keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr erinnern. Es ist immer noch ein Steinkeller. Wenn die Prinzessin hier lebt, dann tust du ihr gewiss einen Gefallen, indem du sie erschlägst. Ihre donnernde Stimme schwallt die Treppe hinauf. Hör ich da einen Gast? Bleib nicht auf den Stufen stehen. Komm herunter und werde mein Zeuge. Okay. Donnernd trifft es ziemlich gut. So klang sie letztes Mal aber nicht. Wir müssen da runter. Sie will, dass wir sie sehen. Wir müssen sie sehen. Alter, was ist mit dem los? Sofort im Ich-Gehorche-Modus. Ich gehorche, Herrin. Müssen wir uns über deinen plötzlichen Sinneswandel Gedanken machen? Vor ein paar Minuten hast du noch davon geredet, wie sinnlos alles ist. Und jetzt willst du da runter? Es ist egal, was die kleine Stimme sagt. Er trifft hier nicht die Entscheidungen. Aber wenn sein Geschwafel dich zur Prinzessin bringt, da will ich nicht meckern. Also gehen wir mal weiter runter. Ich bin jetzt aber gespannt, was hier los ist. Ein Abstieg die Wendeltreppe hinunter ist lang und ermüdend. Bei jeder Stufe kletterst du mühsam über den Rand, um dich dann auf die nächste Stufe fallen zu lassen. Doch bald ist das Ende in Sicht und du taumelst in einen großen, tempelartigen Raum. Holla! Die Prinzessin ragt über dir empor. Umrahmt von einem Buntglasfenster scheint sie im schwachen Sternenlicht beinahe zu funkeln. Langes Haar umwallt sie und ihr Handgelenk ist mit einer Kette an der hinteren Wand befestigt. Die Kette kann sie nicht aufhalten. Die könnte genauso gut ein Spielzeug sein, so nützlich wie sie ist. Ich habe euch doch gesagt, dass Widerstand zwecklos ist. Das Vögelchen ist zu mir zurückgekehrt. Was es wohl hier möchte? Du hast wieder das Messer dabei, obwohl du weißt, wie nutzlos es ist. Welch bezaubernder Wagemut. Lass es fallen. Nein! Ich umklammer die Klinge fester. Unversehens, was? Unversehens entkleidet dir die Klinge. Sie fällt fast klirrend und nutzlos zu Boden. Das stimmt doch gar nicht. Ich hab sie umklammert. Ne, ernsthaft jetzt. Ich hab sie umklammert. Wieso ist eigentlich ihre rechte Hand größer als ihre linke? Und wieso ist ihr rechtes Bein kleiner als ihr linkes? Ein bisschen seltsam. Aber wir haben sie gar nicht fallen gelassen. Wir haben uns doch dazu entschieden, fest dazuzugreifen. Lässt du das jetzt wirklich einfach geschehen? Okay, wenigstens der Held ist noch auf meiner Seite. Wir haben fest dazu gegriffen. Es ist meine Pflicht, die Fakten zu schildern. Und Fakt ist, dass die Klinge zu Boden gefallen ist. Natürlich haben wir sie fallen gelassen. Sie ist so viel mehr als wir. Du verstehst nicht, wie es sich anfühlt, in ihrer Gegenwart zu sein. Oh, ich verstehe sehr gut, was hier los ist. Und du reißt dich bitte zusammen. Auf die Knie.
Nicht auf meine, auf deine. Achso, nee, das sagt sie nicht. Nein. Oh, versuchst du dich noch immer, dich mir zu widersetzen? Ich habe gesagt, auf die Knie, holla. Deine Beine geben nach und du fällst auf die Knie. So ein gutes Vögelchen. Und jetzt reden wir. Bei unserer letzten Begegnung meintest du, es sei mein Schicksal, die Welt zu zerstören. Dieser Gedanke hat sich fest um mein Herz gelegt. Er lässt mich nicht mehr los, seit ich das Leben aus deinen zerfetzten Lungen gepresst habe. Ich spürte, wie diese fundamentale Wahrheit etwas in mir erweckte. Um etwas Neues zu erschaffen, muss das Alte weichen. Und die Welt, wie sie jetzt ist, muss dringend geändert werden. Es ist an der Zeit, dass ich mich meinem Schicksal stelle und du wirst mir dabei helfen, kleines Vögelchen. Heißt das? Naja, ich meine, es ist jetzt eine sehr frühe Erkenntnis, wenn ich irgendwie nach, keine Ahnung, 4 Stunden oder so, wenn wir da, also wo wir das jetzt schon 8-mal oder so gemacht haben, wenn mir jetzt auffällt, dass unsere Taten im vorherigen Kapitel, also Kapitel 1, das Kapitel 2 beeinflusst. Das ist sehr, ja, es war mir schon klar, aber halt, dass wir ihr halt, der Punkt, dass wir ihr gesagt haben, dass sie die Welt zerstören wird, wenn wir das vielleicht nicht gesagt hätten im ersten Kapitel, ja, okay, komm. Damit liegen die Karten jetzt aber auf dem Tisch, was? In der Tat. Außerdem verleiht es unserem Gespräch im Wald eine unbestreitbare Glaubwürdigkeit. Es gefällt mir nicht, dass du sie in einer anderen Realität nicht zerstören konntest. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Ich kann nur hoffen, dass du dadurch eine wertvolle Lektion gelernt hast. Ja, die hat jetzt mal richtig Bock, die Welt zu zerstören. Du bist der Einzige, der sich um sie kümmern kann. Und wenn du es nicht tust, nun ja, sie hatte ja gesagt, was dann passiert, nicht wahr? Hat sie das? Dann hättest du ihre Zerstörung nicht uns anvertrauen sollen. Die Prinzessin ist unabwendbar. Hörst du das nicht? Er ist zwar etwas melodramatisch, aber irgendwie hat er recht, oder nicht? Was sollen wir jetzt tun, um sie aufzuhalten? Okay, zuerst mal solltest du diese pessimistischen Gedanken in eine dunkle Ecke verbannen und dich auf das konzentrieren, was getan werden muss. Stimmt, wir sollten sie umbringen. Ja klar. Wer kennt nicht den Gottschlechter 2000? Hier, ich hab ihn dabei. Ah ne, ich hab ihn fallen lassen. So eine Kacke aber auch. Es sollte mittlerweile allen klar sein, was hier auf dem Spiel steht. Und wenn du die Welt retten willst, musst du darauf vertrauen, dass du es schaffen kannst. Du kannst keinen Kampf gewinnen, den du in deinem Kopf bereits verloren hast. Im Moment sind wir eigentlich eher 2:1 in meinem Kopf. Wenn man den Erzähler rausnimmt, dann sind wir 3:1 sogar. Also, was müsste ich tun? Was hast du geplant? Ich habe noch ein paar Fragen. Was ist nach meinem Tod mit dir passiert? Ich werde dir nicht bei der Zerstörung der Welt helfen. Es ist mir egal, ob danach noch was Neues kommt. Ich gehöre ganz dir. Sollen wir noch ein bisschen fragen, oder? Schau mal her, so. Oh, nur weil du die Welt zerstören willst, heißt das nicht, dass du es auch tun musst. Du kannst sein, was immer du willst. Es geht hier nicht darum, was ich will. Es geht darum, was ich bin. Und ich habe kein Interesse daran, mit jemandem über das Schicksal zu sprechen, der die göttliche Wahrheit in meinem Herzen nicht sehen kann. Holla, da hat aber jemand Gottkomplexe hier. Was ist mit dir nach meinem Tod passiert? Du solltest deine Grenzen kennen, kleines Vögelchen. Neben mir ist noch Platz für dich, wenn du magst. Doch es ist kein Platz für einen mir Gleichgestellten. Es ist ein Platz für etwas, das es sich zu behalten lohnt. Vielleicht für einen Priester oder ein Haustier. Ich glaube, die will nicht wirklich antworten. Also es ist irgendwie so... so. Was müsste ich tun? Was hast du geplant? Du musst bloß meine Ketten brechen und mich befreien. Okay. Wenn du so mächtig bist, kannst du die Ketten dann nicht einfach selbst brechen? Sei nicht unverschämt. Natürlich kann sie das.
Es ist nicht unverschämt, eine Person zu befragen, die anscheinend versucht, die Welt zu zerstören. Genau deshalb ist es unverschämt. Wir sollten uns unserer Position bewusst sein. Miau. Das Miau habe ich dazu gemacht. Das kann ich. Ganz einfach sogar. Aber das möchte ich nicht. Die Geschichte einer schrecklichen und freigebigen Göttin, die sich selbst befreite, ist doch keine richtige Geschichte. Sie ist dem nicht würdig, was ich bin und was ich sein werde. Sie ist nicht einmal dem würdig, was ich einst war. Okay. Wir sind hier gerade im Kindergarten. Ja, ich kann das machen. Ich habe auch genau gehört, was ihr gesagt habt. Ach ja, was ist es? Ja, sag ich dir nicht. Ja doch, wenn du es weißt, dann sag's. Du weißt es doch selbst. Was soll ich dann nochmal wiederholen? Genau, das ist das. Bisschen elaborierter vorgetragen, aber grundsätzlich ist es genau dasselbe. Ja, ich will aber nicht. Die Zerstörung und die Wiedergeburt, die mir folgen werden, verdienen es, für die Ewigkeit besungen zu werden. Holla. Mit einem Lied, in dem du sie von meiner Herrlichkeit eingenommen bist, in dem du so von meiner Herrlichkeit eingenommen bist, so überwältigt von meinem Sein, dass du mich in die Welt entlassen musst. Ey, du solltest besser nicht einen dein Lied singen lassen, der noch nicht mal einen Text gerade vorlesen kann. Nur so eine kleine Idee, Frau Göttin. Aber okay. Und aus deiner Ergebenheit und Unterwürfigkeit entspringt ein neuer Anfang. Ein besserer Anfang. Ob du dich mir jetzt unterwirfst oder später, macht keinen Unterschied. Denn letzten Endes spielt es keine Rolle, wie vergeblich du dich mir widersetzt. Letzten Endes triumphiert mein Wille über deinen. Holla. Ich werde dir nicht bei der Zerstörung der Welt helfen. Es ist mir egal, ob danach etwas Neues kommt. Ich kann das einfach nicht zulassen. Also, jetzt mal ernsthaft. Wer wollte sich nicht schon immer einem Gott widersetzen? Meine Freundin macht das jedes Mal. Also, sie widersetzt sich jedes Mal mir. Und guck, wie glücklich das ist mit mir. Also machen wir das. Ich verstehe. Vielleicht brauchst du noch eine Lektion darin, wie man sich etwas Größerem gegenüber verhält. Das hört sich nicht gut an. Heb die Nadel auf. Tu es. Tu, was sie verlangt. Ja geil, die sagt, wir sollen das Messer aufheben. Hallo. Gegen das Aufheben der Klinge habe ich nichts einzuwenden. Ja, siehste. Sag ich doch. Schlau. Wir wissen nicht, was sie plant und das gefällt mir nicht. Aber so oder so können wir die Klinge ruhig aufheben. Als dein Blick auf die Klinge fällt, spürst du ein Gewicht. Eine göttliche Hand am Rande deines Bewusstseins, die dich dazu bringt, ihre Wünsche zu erfüllen, als wäre sie eine Puppenspielerin. Holla, so viele Auswahlmöglichkeiten haben wir hier nicht. Wir können eigentlich nur das wählen. Heb die Klinge auf. Du streckst die Hand aus und greifst nach der Klinge. Steh auf. Das ist einfach, seht ihr? Das ist doch gar nicht so schlimm. Ja, okay. Das schaffen wir. Wir werden wahrscheinlich eh aufgestanden. Ja, doch. Ich meine, hey, hallo? Wir durften das Messer aufheben, jetzt dürfen wir aufstehen. Wahrscheinlich sagt sie gleich, jetzt erstich mich. Ja, okay. Wir werden hier für immer knien. Hör auf, mich zu irgendwelchen Dingen zu zwingen. Ich hasse dich, ich hasse euch alle. Nö, wir stehen auf. Du spürst eine Spannung zwischen Körper und Geist, als du langsam aufstehst. Als wären sie widerwillig zu einem Waffenstillstand gezwungen worden. Die Prinzessin zieht dich nachdenklich an. Die stille Erwartung zieht jede Sekunde schmerzhaft in die Länge und der Augenblick scheint beinahe endlos. Doch irgendwann wird jede Stille gebrochen. Mit deinem Widerstand behauptest du, wir wären einander ebenbürtig. Das sind wir nicht. Du bist ein stiller Schatten und ich ein strahlendes Licht. Aber ein strahlendes Licht mit riesigen Händen. Seht ihr das, wie große Hände die hat? Also von ihrem linken Fuß wollen wir nicht reden. Das ist ja auch irgendwie... kann perspektivisch sein. Aber die Hände... Benutzt das Messer in deiner Hand und schneide dir die Kehle durch. Was? Ja, genau, was? Du musst nicht auf sie hören. Du bist bewaffnet, hol tief Luft, geh nach vorne und bring es zu Ende.
Also jetzt mal ohne Scheiß, das ist das allererste Mal, wo ich einfach zum Erzähler, 100% bin ich auf deiner Seite, aber 100%. Wie beende es? Oh, und wie wir es zu Ende bringen werden. Deine Hand hebt die Klinge an deine Kehle. Okay, ich entschuldige mich dafür, mich nicht klar genug ausgedrückt zu haben. Ich meinte, ihr Ende. Ihr Ende. Erschlag dich selbst. Wehre dich, erschlag die Prinzessin. Die Prinzessin natürlich. Dein Körper ist träge und reagiert kaum. Er kämpft aktiv gegen dich an, doch du gibst alles, um vorwärts zu taumeln. Du näherst dich der Prinzessin einen Schritt nach dem anderen. Dir selbst die Kehle durchzuschneiden wäre ein Akt der Gnade gewesen, aber anscheinend brauchst du eine härtere Lektion. Rahm dir das Messer in die Lunge. Es tut mir leid. Nicht. Als du einen weiteren Schritt machst, bohrt sich die Klinge in deine Rippen und schneidet mit Leichtigkeit durch dein Fleisch. Es fühlt sich irgendwie ganz natürlich an, während das Gehen unmöglich beschwerlich geworden ist. Okay, wir haben das jetzt mal uns selbst mal schön in die Lunge gehauen. Also irgendwie mit unserem Wille ist vielleicht doch nicht so. Dann gleitet die Klinge wieder heraus und die Luft entweicht hörbar aus der neuen schmerzenden Öffnung. Blut füllt deine Lungen. Und jetzt noch einmal. Immer wieder. Bis ich sage, dass du aufhören kannst. Es sind nur Worte. Du musst nicht auf sie hören. Sie verlangen es. Hey du, der Heldenhafte, was tust du eigentlich? Du kannst das nicht einfach geschehen lassen. Du musst ihn davon abhalten, euch zu töten. Schon dabei, schon dabei. Okay. Deine andere Hand legt sich um dein Handgelenk und versucht angestrengt, die Klinge von deinen lebenswichtigen Organen fernzuhalten. Doch sie kommt dir noch immer näher und schafft es, Hautfetzen abzutrennen, die sich zu dem wachsenden Haufen aus Blut und Fleisch zu deinen Füßen gesellen. So. Trotz der Schmerzen schaffst du es, ganz zu bleiben. Vorerst. Ey, Alter, kannst du mal aufhören, dir selbst ins Herz zu stechen? Was für ein erbärmlicher Anblick. Ein verletztes Vögelchen, das glaubt, sich einer Gottheit widersetzen zu können. Das ist ja nicht der einzige Weg. Es muss nicht so wehtun. Du kannst dich für ein sanftes Ende entscheiden. Du kannst dich dazu entscheiden, dieses durchlöcherte Gefäß zu verlassen und weiterzuziehen. Ich probiere nochmal. Ich muss einen Gott töten. Das ist wichtig. Aber du kannst ganz erbärmlich mit dir selbst ringen, bis der Tempelboden mit den blutigen Spuren deiner aussichtslosen Bemühungen übersät ist. Du gehst weiter auf die Prinzessin zu, selbst während die wiederholten Stiche einer Klinge Knochen und Muskeln freilegen. Das ist übel, hey. Es wäre viel einfacher, wenn du uns mal helfen würdest. Mein Einfluss ist nicht unendlich und ich kann auch nicht alles auf einmal machen. Momentan kann ich dich gerade so dazu bewegen, vorwärts zu gehen. Glaub mir, diese ganze Tortur wäre so viel einfacher, wenn ich mich nicht mit deinem freien Willen herumschlagen müsste. Du bist es doch, der die Dinge so schwer macht. Du lässt uns leiden. Sie will uns nicht wehtun. Sie tut nur, was sie tun muss. Ey, kann man die Stimme des Gebrochenen einfach mal Panzertape drüber und gut ist? Halt. Als du es geschafft hast, den Raum zu durchqueren, fällst du schwer atmend vor den Füßen der Prinzessin auf die Knie, während sich dein Blut in den Ritzen des Steinbodens sammelt und der kupferartige Geschmack dir die Kehle zuschnürt. Die Prinzessin geht in die Knie und hebt dein Kinn mit ihrem Finger zu sich hinauf, als er sich zu dir herunterbeugt. Du folgst einer falschen Hingabe. Du hast dich einem Irrglauben unterworfen. Aber irgendetwas in deinem aufmüpfigen Geist spricht mich an. Du bist anders als zuvor. Wenn du deine Lektion gelernt hast, kann ich dir die Erlösung des Todes womöglich ersparen. Das ist aber ein bisschen erniedrigend, oder? Ich will eigentlich nicht mir die ganze Zeit das Messer in die Lunge hauen. Jetzt mal, also ich mag das nicht sehr.
ist jetzt nicht so, also stehe ich nicht so drauf. Ja, sehr fürsorglich von ihr. Es ist eine Gnade. Nimm sie an. Ich glaube, er hat jegliches Mitspracherecht abgegeben, das er zu Anfang noch hatte. Das sage ich schon die ganze Zeit. Zumindest einer von euch ist noch bei Sinn. Die Prinzessin ist nah genug, um sie treffen zu können. Sie verhandelt nur mit dir, weil sie weiß, dass du sie töten kannst. Ergreif die Chance, bevor es zu spät ist. Ey, wir haben das jetzt zweimal gemacht. Und dreimal sogar, schon von Anfang an war klar, wir können uns ihr nicht widersetzen. Sie ist eine Göttin. Man kann sich einer Göttin nicht übersetzen. Das hat schon Cäsar gesagt. In Asterix erobert Rom. Und gegen die Götter ist kein Kraut gewachsen. So, erschlag die Prinzessin. Stimme des Gebrochenen. Nein. Oh doch. Obwohl dein Körper zittert und angestrengt versucht, sich selbst im Angesicht des überwältigenden Willens der Prinzessin zu verteidigen, schaffst du es endlich auszubrechen und an ihre Seite zu sprinten, bevor sie reagieren kann. Der Wind deiner Freiheit durchströmt dich und du bündelst ihn in einem entscheidenden Schlag, als du deine Klinge in das weiche Fleisch ihres Knöchels rammst und dabei trotzig und unnachgiebig ihre Sehnen durchtrennst. Ausgerechnet die Sehnen. Sie fällt plump auf die Knie. Doch du lässt ihr keine Zeit, sich zu erholen. Dein Herz schlägt entschlossen, als deine Klinge ihre Brust durchlöchert. Wieder und wieder findet deine Klinge ihr Ziel und sie lacht. Ihre steinerne Gelassenheit weicht primitiven Gefühlen, während deine Klinge durch ihr Fleisch gleitet. Wir schaffen das, oder? Das stand nie in Frage. Dir diese Aufgabe aufzutragen, war gut durchdacht. Du bist aus gutem Grund hier. Ich glaube, diesmal haben wir es wirklich geschafft, oder? Es ist noch nicht zu spät, das in Ordnung zu bringen. Es ist noch nicht zu spät, um die Klinge von uns zu werfen und um Vergebung zu betteln. Halt den Mund. Panzertape. Ich kann nicht glauben, dass du mich wirklich angreifst, du. Du Ungläubiger, du Wurm, du Schänder. Du weißt nicht, welche Konsequenzen deine Arroganz haben wird. Bevor du den letzten Schlag ausführen kannst, hol die Prinzessin aus und reiß dich von den Füßen. Mit einem beunruhigenden, feuchten Knacken bricht deine Wirbelsäule entzwei. Schmerz und Taubheit breiten sich in deinem Körper aus. Als du in einem Augenblick desorientierter Leichtigkeit Richtung Decke fliegst, rammt sie dir ihre Faust in den Brustkorb. Dein Körper wird zerquetscht, als sie dich auf dem Boden zermalmt, sodass selbst der Stein unter der Wucht ihres Schlages zersplittert. Du liegst da, gebrochen, die Schmerzen so groß, dass du sie gar nicht mehr spürst und du kannst nicht einmal sehen, was sie dir angetan hat. Doch auch die Prinzessin erliegt ihren Wunden. Mit tiefstem Entsetzen und Ekel haut sie an sich hinab. Du hast mich dazu gebracht, meine Hände zu benutzen. Ich spüre, wie ich zu etwas Neuem werde, zu etwas Profanen und Schmutzigen. Was hast du mit mir gemacht? Ich habe sie in ein Menschenmädel verwandelt. Ihr seid Monster und Verschwörer. Ich kann das nicht mit ansehen. Oh ja, geil, macht uns sich jetzt Panzertape über die Augen oder was? Die Prinzessin war grausam zu dir. Du solltest froh sein, sie fallen zu sehen. Ich bin aber nicht froh. Ich bin leer. Mir geht's gut. Abgesehen von den Schmerzen. Sie bricht auf dem Boden zusammen. Ihre glasigen Augen sehen dich an, unerschrocken und zugleich voll Kummer und Schmerz, als ihr gemeinsam dahinscheidet. Ich schätze, für uns hat es hier nie die Möglichkeit auf ein glückliches Ende gegeben, oder? Lass das nicht dein letzter Gedanke sein. Du hast die Welt gerettet. Viel wert. Mag sein. Aber egal wie ihr darüber denkt, es ist endlich vorbei. Danke. Alles wird schwarz und du stirbst. Kapitel 3. Die Furie. Ich hab Angst. Die Stimme des Gebrochenen weint und jammert. Und der Erzähler
Du bist auf einem Pfad im Wald und am Ende des Pfads... Okay, was zum Teufel ist das? Stimme des Gebrochenen schluchzt und jammert weiter. Ihr hört's. Ich glaube, ihm geht's nicht gut. Warum das denn? Wir haben gerade eine Göttin getötet. Oh, Stimme des Sturkopfes. Wir haben eine neue Stimme drin. Genau. Ihr Ketzer habt das Schönste zerstört, was je war und je sein wird. Ich kann nicht sagen, dass ich besonders viel Mitleid mit dir habe. Sie war gefährlich und du hättest uns fast umgebracht. Bist du großzügig? Er hat uns umgebracht. Okay, Schluss jetzt mit dem Geschnatter. Ich würde gern weitererzählen. Und zwar ohne Unterbrechung, wenn ihr nichts dagegen habt. Okay, gut. Ich habe eure Aufmerksamkeit. Du bist auf einem Pfad im Wald. Und am Ende des Pfads steht eine... Wenn du uns von der Prinzessin erzählen willst, dann spar dir den Atem. Wir wissen schon alles über sie. Und das ist ja wohl auch kaum noch ein Pfad im Wald, oder? Das sieht eher wie ein Pfad durch... Gedamse aus. Keine Ahnung. Blutiges Gegröße, Schmatz. Hört mal, dass sich die Welt um euch verändert, insbesondere hier draußen, bedeutet, dass ihr euch dem Punkt ohne Wiederkehr nähert. Was auch immer als nächstes passiert, ist das Ende. Es wird keine Wiederholungen mehr geben, also fangt besser an, die Sache ernst zu nehmen. Also, ein Punkt ohne Wiederkehr, das hat er bisher noch nie gesagt, das interessiert mich so. Ich hab satt. Tschüss. Dreh dich um, geh weg. Nee. Wir wollen da schon wissen, was jetzt los ist. Wenn wir diesen Punkt ohne Wiederkehr erreichen, was passiert dann? Wie, was passiert dann? Hast du nicht zugehört? Alles geht zu Ende. Das passiert dann. Ja, aber dann geht's mit uns zu Ende auch. Ja, aber passiert noch was? Nach dem Ende? Woher soll ich das wissen? Das Ende ist endgültig. Ich kann nicht einfach auf die andere Seite gucken und euch sagen, wie es da aussieht, wenn es überhaupt eine andere Seite gibt. Spielt alles keine Rolle, denn wir werden gewinnen. Das ist doch mal eine erfrischende Einstellung. Lass dich nicht von Selbstzweifeln auffressen. Lass dich nicht von der Lehre in Versuchung führen. Konzentrier dich einfach auf das Hier und Jetzt und alles wird gut. Ich fühle mich von euch in 100 verschiedene Richtungen gezerrt. Wenn es Zeit für eine Entscheidung ist, dann hört ihr besser alle auf mich. Was schert es dich, ob ich meine Meinung sage? Ist ja nicht so, als ob ich ein echtes Mitspracherecht hätte. Mitspracherecht. Der schon mal gar nicht. Echt jetzt. So ein Schwachsinn. Ja, letztes Mal hast du uns abgestochen. Mehrmals. Hat ja nicht geklappt. Das zählt nicht. Wir sind gestorben. Wenn du ihr nicht nachgegeben hättest, wäre das alles nicht passiert. Was habt ihr da halt davon, dass ihr nicht auf mich, auf sie gehört habt? Abgesehen von unserem schmollen Freund musst du dir keine großen Sorgen machen. Du hast immer noch das Sagen und ich glaube nicht, dass sich das jemals ändern wird. Wenn er wieder Dummheiten macht, schreite ich ein. Egal, was als nächstes passiert, unsere Antworten warten in der Hütte. Also können wir es genauso gut durchziehen. Zack. Zack. Arsch geleckt, in die Hütte gegangen. Gut. Also, sind wir alle einer Meinung, Jesus. Es dauert nicht lange, da stehst du wieder am Anfang des Pfads und schaust zur Hütte auf dem Hügel hinauf. Darin findest du die Prinzessin, wie du sicher schon weißt. Töte sie. Zuallererst mal musste ich mich räuspern. Ich war noch nicht so oft in Kapitel 3, oder wir da auch schon mitgekriegt haben. Aber in Kapitel 3 weiß der Erzähler, also er erinnert sich an Kapitel 2, weil er nicht irgendwie sowas sagt wie, von was redet ihr? Das ist zum ersten Mal sowas. Und er sagt auch, es dauert nicht lange, da stehst du wieder am Ende des Pfads. Und darin findest du die Prinzessin, wie du sicher schon weißt. Also gehe ich davon aus, er weiß, was in Kapitel 2 passiert ist, der Erzähler. Das ist gut zu wissen. Das war's. Kein letzter Ratschlag? Ich möchte nicht noch mehr Zeit verschwenden. Ich glaube, alle Ratschläge, die ich euch an dieser Stelle geben könnte, habt ihr schon gehört. Er hat recht. Glaubt ihr kein Wort. Und tötet sie. Wenn die Prinzessin immer noch in der Hütte ist, können wir die Situation vielleicht noch retten. Vielleicht wird alles wieder wie vorher, wenn wir uns nur vor ihr auf den Boden werfen und um Vergebung bitten. Wir werden sehen. Jetzt hör schon auf mit dem Quatsch. Wir müssen jetzt stark sein.
Du machst uns das alles viel schwerer, als es sein müsste. Schluss mit dem Gejammer. Das Innere der Hütte fühlt sich an wie ein längst vergessener Ort, der einst eine gewisse Eleganz besaß. Geschnitzte Marmorsäulen tragen ein hochgewölbtes Dach und durch Streifen und durch die Bogenfenster... Sorry, ich bin hier gerade... Ich lese gleich weiter. Zuallererst mal... Mich irritiert diese Rinne. Also alles ist voller Fleisch, Brocken und Blut. Und in der Mitte von, das ist keine Tür mehr, das ist eigentlich der Spiegel, aber unten drunter führt eine Rinne hinaus. Eine Rinne, in der Blut läuft. Und ich glaube, genau dafür ist er auch gemacht. Also, ich glaube, wir stecken gerade ganz tief in der Kacke. Aber das Innere der Hütte fühlt sich an wie ein längst vergessener Ort, der einst eine gewisse Eleganz besaß. Geschnitzte Marmorsäulen tragen ein hochgewölbtes Dach und durch die Bogenfenster scheint das fahle Sternenlicht herein. Doch das ist nun Vergangenheit. Ein Geschwür hat die Hütte überwuchert. Aus den Rissen in den Steinwänden sickert eine zähe Flüssigkeit, die zu chaotischen Schlieren aus schwindenden Nerven und nassen Klumpen aus lebendem Fleisch gerinnt. Das ist ja furchtbar. Das ist alles eure Schuld. Das einzig nennenswerte Möbelstück ist ein pulsierendes Podest, an dessen Rand eine makellose Klinge liegt. Die Klinge ist ein Werkzeug. Du wirst sie brauchen, wenn du das hier richtig machen willst. Der Spiegel ist wieder da und diesmal versperrt er die Tür. Ein Spiegel? Da ist kein Spiegel. Es gibt nur... Erzähl was anderes, das haben wir schon gehört. Diese ewige Leier treibt mich noch in den Wahnsinn. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Da ist kein Spiegel. Wenn es so wäre, wüsste ich davon. Entweder halluziniert ihr oder verwechselt die Wörter Tür und Spiegel. Ich tippe auf Halluzination. Es scheint mir irgendwie wahrscheinlicher. Was genau willst du damit sagen? Er denkt, wir haben den Verstand verloren. Dass wir dem Wahnsinn verfallen sind. Dass etwas in uns zerbrochen ist. Das ist eine unnötig melodramatische Definition des Wortes Halluzination. Aber ja, ich verschwende keine Zeit mehr damit, mit euch zu diskutieren. Das letzte Mal ist er verschwunden, als wir ihn berührt haben. Machen wir das einfach nochmal. Gute Idee. Du gehst auf die Kellertür zu. Bevor du sie öffnest, zögerst du. Es ist, als könntest du sie nicht sehen. Du siehst sie wirklich nicht, oder? Merkwürdig. Es ist wirklich genau wie beim letzten Mal. Halluzinieren wir jetzt vielleicht wirklich? Warum hier? Warum jetzt? Zerschmettere ihn in 1000 Stücke. Er ist das Einzige, was uns von ihr trennt. Willst du gar nicht wissen, was wir darin sehen? Wenn wir ihn zerschmettern, ist auch unser Spiegelbild weg. Nee, da bin ich ganz bei ihm. Zerschmettere ihn. Zeit, die Fäuste auszupacken. Macht damit, was ihr wollt. Der Spiegel ist nicht real. Ihr könnt damit nichts Wichtiges tun, außer gefährlich viel Zeit zu verschwenden. Schauen kaputt. Du schlägst mit der Faust gegen die Kellertür. Wie auf Befehl scharrt sie langsam über den Steinboden. Ihre uralten Scharniere ächzen, als sie den Blick auf den dunklen Pfad freigibt, der vor dir liegt. Warum überrascht mich das nicht? Du steigst hinab in die Dunkelheit. Ich wollte eigentlich das Messer mitnehmen. Ich dachte, das ist wie vorher, dass die Tür dann verschwindet oder von mir aus, was weiß ich was. Aber dass wir das Messer mitnehmen können. Mann, wir haben... Also ich glaube nicht, dass er uns so richtig wohlgesonnen ist. Sag mal's mal so, ne? Ich glaube, da können wir uns nicht so leicht rauswieseln. Du steigst hinab in die Dunkelheit. Die Treppe, die in den Keller führt, ist prächtig und schmal zugleich. Die gewölbte Decke ragt so hoch in die Dunkelheit hinauf, dass es sich deinem Blick entzieht und die nassen, mit Wucherungen übersäten Wände engen dich ein. Du fühlst dich schutzlos und gefangen zugleich, sowohl ausgeliefert als auch eingeengt. Die Luft ist zäh, ihr Geruch von eindringlicher Gewalt. Der metallene Geschmack frischen Blutes und verkohlter Überreste überwältigt deine Sinne. Wenn die Prinzessin hier lebt, dann tust du ihr gewiss einen Gefallen, indem du sie erschlägst. Ich glaube, ich verwandle mich gerade selbst in den Gebrochenen. Echt jetzt, also es ist schon sehr einschüchternd alles gerade hier. Ihre Stimme
dringt wütend und grollend die Treppe hinauf. Hat es dir nicht gereicht, meine göttlichen Flügel zu brechen? Mein himmlisches Herz zu zerreißen? Komm, sieh dir die Gräuel an, die du meinem Körper angetan hast. Spüre, wie sich meine Hände um deine Kehle legen. Erkenne, was du aus meiner heiligen Melodie gemacht hast. Sie ist wütend auf uns. Warum? Warum habt ihr sie entweiht? Warum konnte ich euch nicht aufhalten? Ey, so langsam. Ja, scheiße, warum haben wir das gemacht? Warum haben wir kein Messer mitgenommen? Du musst aufhören, sie für eine Göttin zu halten. Das tut ihr nicht gut. Sie ist keine unantastbare Gottheit, sondern eine Monstrosität, die wir ein für alle Mal vernichten werden. Was immer sie jetzt ist, es ist unsere Schuld. Wenn sie eine Monstrosität ist, was sind wir dann? Letztes Mal wollte sie die Welt zerstören. Wenn ich kurz unterbrechen darf, ihr habt sie nicht zu einer Monstrosität gemacht. Das war sie schon immer. Deshalb seid ihr hier und deshalb ist eure Aufgabe so wichtig. Weiter die Treppe runter. Du gehst zum Fuß der Treppe. Die Wände der Kammer sind in tiefrotes, ekelerregendes Blut getaucht, das in geronnenen Schlieren auf die verkohlten Leichen am Boden tropft. Es stinkt nach Qualen, aufgerissener Haut und brennenden Knochen. Was ist denn aus der passiert? Ist das ihre Haut? Das ist kein Kleid mehr, die hat ihre Haut an, aber als Kleid, also... In der Mitte steht die Prinzessin mit blutigen, entblößten Muskeln. Sie ist in ein zerfetztes Kleid aus ihrer eigenen Haut gehüllt und ihr Herz klopft in ihrer offenen Brust. Tatsächlich. Junge! Weißt du, was ich mit dir machen werde? Skat spielen? Scheiße. Ja, das sieht nicht. Hey! Moment, das sehe ich eben erst. Guck mal, die hat einen Fersensporn. Der geht's nicht gut. Wir müssen einfach den Fersensporn wegmachen, dann geht's ihr wieder gut. Nee, ernsthaft jetzt. Sorry, jetzt ist ein bisschen off-topic, aber ich war gerade so schön im Blutrauschmodus. Da sehe ich, dass ihr Skelett einen Stöckelschuh hat. Also, die hat ja keine Schuhe an, aber sie hat so einen Absatz aus Knochen. Wie geht das? Die hat einen Stöckelschuhfuß. Das ist ein Fersensporn. Okay, weiter. Sorry. Ich muss mich wieder hier in Charakter begeben hier. Sorry, ich glaube, jetzt ist es vorbei. Sie zögert keine Sekunde, bevor sie nach vorne tritt. Ihre Ketten spannen sich und halten sich fest, als sie sich dagegen stemmt. Die Schelle um ihr Handgelenk kratzt tiefer in ihre Haut. Blut tropft aus der Stelle, wo Metall auf Fleisch trifft. Ja, das Geräusch. Das Geräusch. Dann folgt ein hässliches Geräusch, als ihre Haut aufreißt. Sie platscht auf den Boden und die Prinzessin zieht ihren rot glänzenden Arm aus der Fessel. Ah, die hat sich einfach die Haut... Ah, ist das eklig. Sie ist frei und kommt, um dich zu holen. Sie ist beendet. Es ist die gerechte Strafe für das, was du ihr angetan hast. Und es ist meine gerechte Strafe, weil ich es zugelassen habe. Von wegen, wir können gewinnen. Wir haben sie schon mal besiegt und wir werden es wieder tun. Aber diesmal überleben wir. Sie hat ja schon die halbe Arbeit für uns gemacht. Wir haben nicht mal eine Waffe. Egal, wenn ich schon sterben muss, dann sicher nicht kampflos. Hast du schon aufgegeben, die Welt zu zerstören? Was ist mit dir passiert? Wir müssen das nicht tun. Es tut mir leid, okay? Tut mir leid, was ich dir angetan habe. Bitte hör mir einfach zu. Gewiss, das funktioniert gewiss. Lass dich von ihr töten. Ja, klar. Also, was ist denn mit dir eigentlich passiert? Wir müssen Smalltalk machen. Die Zeit. Du. Aber das spielt alles keine Rolle mehr. Wir sind jetzt wieder vereint. Und ich werde meine blutige Rache bekommen. Sie springt mit geballten Fäusten durch den Raum. Ihr einziger Gedanke gilt deiner Vernichtung.
Mit einem entsetzlichen Schmatzen findet dein Leben ein Ende. Das ging schnell. Ich hätte jetzt gedacht, die will ja ihre Rache bekommen, dass sie mit uns spielt und so, aber die tötet uns gleich. Das ist ja fast schon gnädig. Ich meine, guck dir sie an. Sie hätte uns in das verwandeln können, was sie da ist. Aber uns einfach umzubringen? Okay, nehme ich an. Danke. Tschüss. Mit einem entsetzlichen Schmatzen findet dein Leben ein Ende. Nein. Das gehört zu uns. Das kann sie nicht einfach so machen. Wieso, was macht sie denn? Doch, kann sie. Achso, sie bringt uns um. Ich weiß, es ist nicht schön. Aber das ist nun mal die Realität. Ihr solltet dankbar sein, dass sie uns am Leben lässt. Wie sie lässt uns am Leben? Selbst in ihrem entweihten Zustand ist sie noch barmherzig. Ich dachte, die bringt uns um. Die bringt uns um, indem sie uns am Leben lässt. Wir sind noch am Leben. Junge, ich kann meine Gedärme sehen. Wir sind noch nicht am Ende. Aber wir haben nicht mal eine Waffe dabei. Nein, weil wir wussten, dass es vorbei ist. Keine Waffen diesmal? Es ist fast, als wolltest du hier sterben. Als ob ich dir diese Gnade erweisen würde. Nein, es wird für immer so weitergehen. Das ist nicht gut. Mal sehen, wie lange wir brauchen, um einen trotzigen kleinen Funken in deiner Seele zu finden. Das wird jetzt wehtun. Etwas dringt in dich ein. Du siehst es nicht, aber du spürst, wie in jede Zelle und jede Faser deines geschundenen Körpers etwas kriecht. Es kriecht. Der Körper eines bewusstseinsfähigen Lebewesens hat im Durchschnitt 30 Billionen Zellen. Und jede dieser Zellen besteht aus 100 Billionen Atomen. Eine dieser Zellen wird von den anderen getrennt. 100 Billionen Atome sind verloren. Bist du noch hier? Bist du noch du? Bin ich noch ich? Ja, glaube ich. Dann gehen 2 Zellen verloren. Dann 4. Oh! Das ist gar nichts. Gar nichts. 8, 16, 32, 64. Was ist los? Ist das ein ITler oder was? Oder warum tut die ihn in Okay. Was auch immer mit uns passiert, passiert immer schneller und schneller. 128, 256, 512, 1024, 2048. Ja, ich weiß. Bist du noch hier? Bist du noch du? Okay. Was hier gerade passiert ist, also im Moment sind wir hier auf atomarer Ebene sozusagen. Sie nimmt eine Zelle von uns und vernichtet die. Und fragt uns, ob wir noch wir sind. Dann nimmt sie die zweite. 4, 8, 16, 24, nicht 24, 32, 64, 128, 256. Ihr kennt die ganze Kacke hier. Und ihr fragt wahrscheinlich jedes Mal, ob wir noch wir sind. Also, das ist richtig philosophisch hier. Das ist nichts anderes wie: Was macht einen Menschen noch zum Menschen? Also, wenn du, keine Ahnung, wenn du ein Stück von dir abschneidest, einen Zehennagel, wenn du dir die Haare schneidest, bist du dann noch derselbe, der du vorher warst? Ja klar, es sind ja nur Haare. Wenn du dir aber die Haare abrasierst, bist du dann noch derselbe? Nein, du bist besser. Wenn du aber ein Bein verlierst oder so, bist du wahrscheinlich auch noch du selbst. So. Eine Lunge? Eine Niere? Ab wann bist du nicht mehr du selbst? Das ist hier die Frage. Genau darum geht's hier. 1024, 2048, 4096, 8192. Ich fühle mich klein. Kleiner als zuvor. 16.384.
32.768. 65.536. Du kannst uns nicht einfach zu Tode zählen. 133.072, jetzt muss ich nachlesen. 262.144. 524.288. Jetzt hält es wirklich zu Tode. Was passiert, wenn die Zahl noch weiter steigt? Also noch viel weiter. Nix. Genau wie jetzt. Aber es passiert doch gerade etwas. Irgendetwas in uns verflüssigt sich. Es hat klein angefangen, aber jetzt wird es immer größer. 1.048.000. Die 100 spielen keine Rolle mehr. Danke. Bist du noch hier? Bist du noch du? 2.096.000. 4.192.000. 8.384.000. Diese ganze Warterei gefällt mir nicht. Wir warten, dass etwas passiert. Aber es dauert so lange. 16.768.000. 33.536.000. 67.270.000. Dein Augenlicht versagt. 134 Millionen. Die Tausenderstellen spielen keine Rolle mehr. Dein Blut verlässt den Körper. Bist du noch hier? Bist du noch du? Da ist der Schmerz. Jetzt spüre ich ihn. Aber das halten wir aus. Wir dürfen sie nicht gewinnen lassen. Wir halten gar nichts aus. Wir sind ihr ausgeliefert. 268 Millionen. Es hat keinen Sinn mehr zu zählen. Flüssigkeit sammelt sich in deinen Lungen. Du riechst Dinge, die du nicht riechen solltest. Du erstickst an den Stücken dessen, was du einmal warst. Alter, guck dir das an. Jetzt sieht es schon aus wie ein japanisches Gemälde, keine Ahnung. Es spielt keine Rolle, denn wir sind immer noch am Leben. Du wirst dekonstruiert. Du bist quadratisch. Du bist rund. Du hast zu viele Beine. Du hast viele Münder, die nicht aufhören wollen zu schreien. Dann wirst du zu einer faustgroßen, besten Kugel gepresst. Also, die Sache ist die, man nennt das Ganze wohl Body Horror. Oder Horror, wie der Deutsche zu sagen pflegt. Und eigentlich ist das genau diese Art von Horror, die ich nicht mag. Aber mal so gar nicht. Und das Schlimme sind eigentlich nicht die Bilder. Das Schlimme ist der Text. Ich kann jetzt aber nicht aufhören, den Text vorzulesen und die Bilder zu beschreiben. Das wäre genauso doof. Weiter geht's, wir müssen da durch. Wir schaffen das. Was bedeutet du überhaupt noch? Wir verwandeln uns in allerhand schreckliche Dinge und können nichts dagegen tun. Mach, dass es aufhört. Bitte mach, dass es aufhört. Bitte mach, dass es aufhört. Das Du bedeutet, dass wir noch existieren. Es muss einen Weg geben, wie wir gewinnen können. Sonst wäre das Ganze einfach nur sinnlos. Die ganze Folter wäre umsonst. In einem Punkt hast du recht. Es ist Folter. Aber sie ist nicht sinnlos. Der Sinn ist, uns zu foltern. Bist du noch hier? Bist du noch du? Ja. Der Ball entfaltet sich und nimmt die Form eines Körpers an. Deine Haut schält sich in Korkenziehspiralen ab. Deine Augen sind ausgerissen. Deine Organe schweben in einer ordentlichen Reihe in der Luft. Bist du noch hier? Bist du noch du? Nein. Der Held hat auch aufgegeben. Der Gebrochene hat aufgegeben und der Held hat aufgegeben. Ja, der Sturkopf ist noch bei mir. Noch sind wir da. Dein Körper wird auseinandergezogen, bis er 3 Meter lang ist. Dann 7, dann 25. Er wird dünner, je länger du wirst. 1 Kilometer, 2, 4, 8,
Bist du noch hier? Bist du noch du? Ja. 16. 32. Er fängt schon wieder an zu zählen. Die Stimme des Sturkopfs ist stumm. 64. Nein. Und dann, ganz plötzlich, dreht sich die Zeit zurück. All die verschiedenen Stränge, die dich ausmachten, fallen pflichtbewusst zurück an ihren Platz. Du bist wieder vollständig und steckst in deinem Körper, dem Körper, in dem du hier angekommen bist. Die Prinzessin steht mit finsterem Blick vor dir. Ihr Kleid aus Hautfetzen ist noch zerschlissener als vorher. Nichts ist mehr von Bedeutung. Ich habe dich in Stücke gerissen. Ich habe deinen Willen gebrochen. Aber das alles bedeutet nichts. Ich werde für immer unvollständig sein. Ein Lied ohne Refrain. Wieso? Es gibt nichts, was du noch sagen könntest. Wir sind so verschieden. Wie konnte ich es wagen zu hoffen, dass du mich jemals verstehen würdest? Weiß nicht, aber durch Folter schon mal gar nicht. Sie streckt die Arme aus, reckt ihren Hals nach oben und starrt wie gebannt auf etwas Unsichtbares an der Decke. Aber vielleicht kann ich dafür sorgen, dass du es verstehst. Vielleicht gibt es einen Weg, um mich wieder vollkommen zu machen. Du wirst wieder auseinandergerissen. Aber diesmal ist es anders. Nichts kriecht in deine Zellen. Du spürst, wie sich etwas in dir verändert, aber sie verändert sich auch. Deine Fasern und Stränge werden zu Teilen von etwas Neuem. Ein Wesen, das gleichzeitig du und sie ist. Oh nein, hört sofort damit auf. Du musst das verhindern. Hast du mich verstanden? Du musst das verhindern. Oder die ganze Welt... Und weg ist er. Aber es gibt niemanden mehr, der irgendetwas aufhalten könnte. Dein Bewusstsein gleitet in das ihre. Ja, sieh mich so, wie ich dich sehen musste. Du siehst sie, ein gewaltiges Herz, verwundet und allein. Eines, das dir fremd und vertraut zugleich ist. Nein, irgendwas stimmt nicht. Mir ist so kalt. Die Verbindung, die sich zwischen euch gebildet hatte, zerreißt. Eure Vereinigung wurde gestoppt. Es ist Zeit für dich zu gehen. Deine Erinnerungen kehren zurück. Du näherst dich still dem Spiegel. Du löst dich auf. Du befindest dich wieder in der langen Stille. Du stehst vor der Hütte. Jenseits der endlosen Mauern der langen Stille existiert eine Welt. Ich möchte wissen, was es für uns bedeuten würde, sie zu sehen. Hätten sie... Also, okay, das hier ist das Ende. Ernsthaft jetzt. Also, ne? Haben wir schon ein paar Mal mitgemacht. Die kriegt jetzt ein neues Gefäß. Aber hätte man ihr nicht wenigstens den Körper geben können? Das mit offenem Brustkorb und abgerissener Haut. Musste jetzt da stehen und nur noch aus einem Herz und ein paar Gedärmen bestehen? Was hältst du von diesem Gefäß? Diese hier ist die Entweihung. Sie hatte ihre Qualen aufgebürdet, doch auseinandergerissen hat sie sich selbst. Leidenschaft und Mitgefühl verbergen sich unter ihrer unnahbaren Haut. Sie wird mir ein verwittertes Herz schenken. Trauere nicht um sie.
Sie hat endlich ihren Frieden gefunden. Wenn du mich zurückschickst, bin ich nicht allein. Ich höre Stimmen, die mit mir reden. Ein paar gehören mir, aber eine ist anders. Ich nenne ihn den Erzähler und er will, dass ich dich töte. Hast du auch einen Erzähler? Hatten die Gefäße einen? Nein, ihr Geist ist leer. Sie existieren, aber sie verwandeln sich ständig in etwas Neues. Glaubst du, dass dein Erzähler in den Weiten da draußen lebt? Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, was wir gerade ausgewählt haben. Du brauchst nicht zu wissen, was du tun wirst, bevor du es tust. Wenn du ihn findest, dann denke immer daran, dass ich auf der anderen Seite auf dich warte. Weißt du, was passieren wird, wenn du erwachst? Wenn ich das wüsste, wäre ich bereits erwacht. Wie viele Gefäße muss ich dir noch bringen? 1. Das Gefäß, das du mir als nächstes bringst, ist das letzte, das ich brauche. Dann wird meine Schwerkraft die anderen zu mir ziehen. Und ich werde vollkommen sein. Eine vollkommene Vielfalt. Nur noch ein Gefäß und dann bist du vollkommen? Wenn das so ist, dann gehe ich nicht zurück. Ich bleib einfach hier. Du hast bereits versucht zu warten, aber ich verstehe, wenn du mehr Zeit brauchst. Ich werde mit dir warten. Wir sehen uns, wenn du zurückkehrst. Welche Fäden wirst du weben, um dich für immer zu beschäftigen? Wirst du die Vorstellungen von dir und mir in eine Kammer sperren? Wenn du die Tür zu dieser Kammer schließt, wirst du dann zu einem anderen Du in einer anderen Welt? Ein imaginäres Muster, das sich so lange wiederholt, bis es das Gewicht seines selbstgemachten Käfigs nicht mehr tragen kann? Du wirst immer wieder in die Kammer zurückkehren, denn du wirst wissen wollen, was es bedeutet, du zu sein. Und ich werde hier an deiner Seite warten, bis du dazu bereit bist. Hallo? Oh. Mein Spiel ist gerade abgestürzt. Sehr schön. Das ist nicht gut. Ich guck mal, ob ich es nochmal starten kann. Spiel. So, es müsste ich auch wieder auftauchen. Also noch tut sich nichts. Oh, du bist zu mir zurückgekehrt. Du warst nur wenige Augenblicke fort, aber ich bin nie von deiner Seite gewichen. Das Spiel hat mich gerade ein bisschen verarscht. Ein bisschen. Aber schon fies irgendwie. So. Okay, ich kann jetzt weiterfragen. Glaubst du, da draußen leben Menschen? Spielt keine Rolle. Die Menschen sind zu klein für uns. Mich interessieren nur du und ich. Glaubst du, dass irgendwas da draußen real ist? Glaubst du, wir sind real? Wir sind real. Das Nichts existiert nur in Abwesenheit von etwas. Aber das Nichts kann nicht allein existieren. Deshalb kann es nichts nicht geben. Sag das mal am Konto. Wünschst du dir als letztes Geschenk ein bestimmtes Gefäß? Deine Geschenke sind ein Gespräch und jedes Gespräch offenbart mir die Umrisse deines Herzens. Ich möchte nur sehen, welches du auswählst, wenn der Faden zu Ende gesponnen ist. Okay, ich bin bereit zurückzukehren. Wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, werden wir beide endlich wissen, was wir sind. Ich werde hier sein und auf dich warten.
Alles wird schwarz. Und du stirbst. Kapitel 1. Der Held und die Prinzessin. Nein. Okay. Das war eklig. Also, wir müssen ihr noch ein Gefäß bringen. Egal was für eins. Dann gucken wir mal morgen, ob wir es hinkriegen, ob wir noch eins finden. Schaltet morgen wieder ein. Ansonsten lasst es sein. Ich hoffe, dass es morgen nicht ganz so schlimm wird. Ich brauche morgen irgendwie, ich weiß nicht, gibt es irgendwie eine Prinzessin, die nicht eklig wird? Also nicht eklige Sachen mit mir macht. Das wäre mal eine feine Sache. Also eine, die sich einfach mal nicht den Arm abbeißt, mich nicht in Stücke reißt und dann 2 Kilometer lang zwirbelt. Oder, keine Ahnung, mich von hinten ersticht oder so. Ja, keine Ahnung. Sehen wir morgen, wenn ihr wollt. Tschüss.